den. Guten Tag, Čestčení přítomní, lubí sehr laureáča, geehrte Anwesende, liebe lubí členové Preisträger, kuratoria Myta liebe Mitglieder Cieszyńskiego des Kuratoriums des a Preises. vítám tyž o sebe Ich zastupitelku begrüße besonders Zjazského kněželstva, auch die Vertreterin der Bundesregierung, Frau Nathalie Bartlik. Das erste Mal sind Sie bei solcher Preisverleihung als Vertreterin des Bundes zugegen, auch hier in Schmochtitz, wo wir auch die Premiere feiern für den Cieszyński-Preis, für die Vergabe des Cieszyński-Preis und für den Nachwuchspreis ebenfalls. Ebenfalls Runde tak musíme vítať za poslancov krajného sejmu Marka Šimana a kněza Zudem Mikloška. begrüße ich die A smím vás Abgeordneten takrat des tých Sächsischen prvnom Landtages, raze sam Herrn jara Schimann utrobne und mene Herrn załožbe Mikloš. za serbski ľud na lituše spoščine Myta Ich darf Sie Cieszyńskiego zum Kudos ersten Mal Mochčic sehr vítať. herzlich im Namen der Stiftung für das Anwesend sorbische zu Volk zur diesjährigen smím Verleihung potom des nedom Cieszyński-Preises hier in jedešemu Schmochtitz kolegi begrüßen. Und nicht einmal im Traum hätte ich daran gedacht, dann gleich einem ehemaligen Preča Kollegen 20 let gratulieren pravnice zu dürfen. samostatnije załožbe za Im serbski 25. ľud. Jahr der rechtlich Spošči so tute selbstständigen myta z Stiftung für leta das sorbische Volk wird dieser 1905 a Preis und der 910 Förderpreis ženca seit k 14. razi. 1995 heute zum 14. Doplňujú sa Mal ešte na verliehen. diskusie po Ich erinnere Přeuroče, mich noch an die jako Diskussion nach der Přemyslovachme Wende, ve als wir Sábach, unter kak uns so Sorgen myta, überlegten, kajž čestné wie solche znameško, Preise wie das domovine myta Ehrenabzeichen der za serbski Domowina, die ľudoumilstva, Preise für sorbische Volkskunst, kategoria, všelijaké verschiedene kategorie, Kategorien des Domowiner myta Preises domovine, aber myta Cieszyńsko oder dalej den vedu. Cieszyński-Preis A weitergeführt werden Gotre und wer spošči. welche Preise verleihen sollte. Myto Cieszyńsko Der so Cieszyński-Preis wurde 1910 k 1990 poslednému zum razi letzten po Mal ústavkách z nach der RDR-ského Satzung časa aus der DDR-Zeit spošči. verliehen. A Und 1991 1991 dostach erhielten imale 34 34 osobov, Personen respektíve bzw. kolektívov myto Kollektive domovín. den Domowiner Preis. A dojednach sme so Wir potom einigten na to uns po danach ličbenic darauf, převěle, zahlenmäßig nicht allzu viele, ale za to poriadne, sondern za dafür jeden čas dotírované für die myta damalige udač. Zeit ordentlich dotierte Preise zu Čestné vergeben. znameško, mieše tvoričku Das bázu, Ehrenabzeichen potom der myto Domowiner domovine, sollte die je Basis iniciac bilden, dann der kategorizované Domowiner-Preis nicht mehr a kategorisiert za und für höchstens 5 Personen. 5 osobov a vôbec spoštené Beide přes verliehen národnú durch die organizáciu SAMO. nationale Organisation A jako der Sorben najvyššie und myto als tute, höchsten Preis diesen, pomenované po básniku, benannt nach dem sorbischen učincu Dichter und Jakubie Patrioten Barče Jakub Cieszyńskim. Bart Cieszyński. Spoštené jako přípoznaček Verliehen als státa. Anerkennung des Staates. A de facto je tute De myto facto ist dieser autorizované Preis přes autorisiert parlamenty v durch die Dreženach, Parlamente in Dresden, podstupíme in v Potsdam Berlíne. und in Berlin. Všako z opodstatnenom budžeta za Mit Beschluss záložbu des za serbský Budgets ľud für die Stiftung für zmožnia das sorbische tute Volk parlamenty ermöglichen nám diese Parlamente dženstnejšie uns beide podávky. heutigen Ereignisse. Přidruživo ja so v biju časa Hinzugekommen ešte ist myto im Laufe der Zélaria, Zeit noch der kišúda Seeler-Preis, ministerstvo za umilstvo a gestiftet vom kultúru Sächsischen Sakskie, Staatsministerium für Wissenschaft, myto Kultur mine und Witkojc Tourismus, v zamovitosti der ministerstva za Witkojc-Preis vedomosť, des sledžené a Ministeriums kultúru für kraja, Wissenschaft, Forschung und kraja Kultur Braniborskie des v Landes kooperácii ze Brandenburg, státnej in Kooperation kencliu. mit Vidíte, der to sú Staatskanzlei dosť široko zapožené myta. und dem Ministerium für Bildung, Aber myta mačice serbskie Jugend k und spichovanju Sport serbsko oder auch die Preise vedomostno der dorosta. Matis Serbska zur Förderung des sorbischen Jeden z voľných wissenschaftlichen nadávkov Nachwuchses. záložbe za serbský ľud je Eine der financiálne Hauptaufgaben der spišovanie Stiftung für das uviča sorbische Volk ist die serbskej finanzielle reči a Förderung der kultúry. Entwicklung der sorbischen Sprache Za to und máme Kultur. smernice za mnohé Dafür gibt es obúky Förderrichtlinien našeho für viele národného Bereiche živenia unseres sorbischen Lebens, za Horniu a za für die Dolnú Ober- Ružicu, und Niederlausitz, kiž podlieža welche pomierne relativ krutým strengen hospodárským wirtschaftlichen zásadám. Grundsätzen unterliegen. Myta Die pak Preise sehe vidžu ich jedoch jako als eine osobitú besondere formu Form der spišovania a Förderung und Anerkennung připoznača des Wirkens skutkovania der laureáta. Preisträger. Ze spišovanským mytom Mit obključuje dem sa Förderpreis wird dorost v besonders der širokom Nachwuchs zmysle im slova. weitesten Sinne berücksichtigt. Tajky myto je So ein mieznik Preis a ist do ein istej miere Meilenstein und in gewisser zakončace, Weise Abschluss und hodnočace, Würdigung. minio ale tiež Aber naleta. er ist auch mit einem Weiter so Všetci dotalní verbunden. laureáča Alle myta bisherigen Träger Cieszyńskiego des a spomnú na Cieszyński-Preises, túto miestne na ich tých, erinnere an dieser ktorí Stelle že an nie sú diejenigen, die nicht mehr unter neznámi, uns sind. Anton Nauka, Anton Pfarrer Nauka, Herbert Nowak, Pfarrer Herbert Nowak, Alfons Frenzel, Alfons Maria Frenzel, Ulbrichec, Maria Pitsch Ulbrichec, Janaš, Pitsch Mito Janaš, Pernak, Mito Juri Pernak, Mitsch Jo Mitsch, a od najnovšia Und Benno Budo, mittlerweile sú ze auch svojím Benno Buda, skutkom přinošovali haben splnenú ihre Tat našich zur svamirové Erfüllung unserer Łužice Ziele in a der přes jej Lausitz meze. und über ihre Grenzen hinweg Viesto zo beigetragen, nejakú nadávky dávaria, ohne dass sie einen alebo podobného. Auftraggeber oder Ähnliches gehabt hätten. A sme im zmytovaním Und wir duchu sind ihnen Cieszyńskiego mit na der osobito Preisverleihung vážne im Geiste ďakujem. Cieszynskis auf besondere Weise Do mozov dankbar. zahreli sú so mi Ins Gehirn Cieszyńskiego linky eingebrannt epigrama haben sich mir die Zeilen des stúpač taktu, kaž so der píska Glosse
taktfest nach der Pfeife schreiten, laut im Chor mit Wölfen heulen, das hast ich zu allen Zeiten. Mancher schlug mir darum Beulen. Dies ist eine Übersetzung von Juri Brizan. Ich habe es selbst versucht zu übersetzen, aber es gelang mir nicht so gut. In dichterischer Form wird hier seine Auseinandersetzung mit dem Geist und den Umständen seiner Zeit wortstark ausgedrückt. Und ich denke, dass diese Zeilen mehr oder weniger auf jeden Preisträger zutreffen. Denn jeder hat auf seine unverwechselbare Art dazu beigetragen, dass wir Sorben noch sind. Ich bitte jetzt Frau Pavlik um ihre Ansprache und wünsche Ihnen, dass Sie den heutigen Tag lange in Erinnerung behalten mögen. Sehr geehrter Herr Kowa, sehr geehrte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, Dobry dzień. Ich versuche mich auch mal im Sorbischen. Ich freue mich sehr, heute persönlich hier bei Ihnen sein zu können und hier bei der besonderen Preisverleihung mitwirken zu dürfen. Beide Preise würdigen die besondere Leistung für den Erhalt der sorbischen Kultur, Kunst und Wissenschaft. Und die beiden Preisträger, die im Rahmen dieser Veranstaltung heute geehrt werden, haben sich diese Auszeichnung durch ihr großes Engagement und Wirken sehr verdient. Ich bin mir sicher, dass die Laudatoren gleich noch mal im Einzelnen intensiver darauf eingehen werden. Gerne möchte ich Ihnen auch zu Beginn meiner Rede die besten Grüße und Wünsche auch der gesamten Bundesregierung hier zur Preisverleihung überbringen. Persönliches Engagement von möglichst vielen Sorbinnen und Sorben ist für den Erhalt der sorbischen Sprache und Kultur unverzichtbar. Eine vergleichsweise kleine Bevölkerungsgruppe wie das sorbische Volk ist in besonderem Maße auf diejenigen angewiesen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich einbringen. Sie setzen sich mit großer Leidenschaft und Überzeugung für die Sorbinnen und Sorben und für das Miteinander der sorbischen Gemeinschaft ein. Dafür bringen sie einen großen Teil ihrer Freizeit auf. Das ist nicht selbstverständlich und gerade in den Zeiten, in denen wir derzeit leben, von besonderer Bedeutung. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle, die sich ehrenamtlich für das sorbische Leben in Deutschland einbringen. Umso bedeutender ist es, dass die Stiftung für das sorbische Volk alle 2 Jahre den besonderen Einsatz einzelner Personen oder Personengruppen für die sorbische Kunst, Kultur oder Wissenschaft mit den beiden Preisen ehrt, die heute auch hier verliehen werden. Es ist wichtig, Personen, die sich in besonderem Maße engagieren, zu danken und ihrer Arbeit die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die ihr zusteht. Die Preisverleihung der Stiftung ist ein solcher Anlass. Sie sorgt für Anerkennung für das bisherige Wirken der Preisträgerin oder des Preisträgers. Gleichzeitig bestärkt die Preisverleihung die Preisträger aber auch darin, ihr Engagement zum Wohle des sorbischen Lebens und der sorbischen Sache in Deutschland fortzuführen. So ist der Preis Ehrung und Motivation zugleich. In meiner Funktion als Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten hatte ich schon mehrfach die Gelegenheit, mir einen Eindruck von den vielfältigen Aktivitäten engagierter Sorbinnen und Sorben zur Bewahrung der sorbischen Sprache und Kultur zu verschaffen. Ich denke persönlich gerne an meinen Besuch in Bautzen im Oktober 2022 zurück, als ich viele verschiedene sorbische Einrichtungen kennenlernen durfte. Besonders beeindruckt hat mich die Vielfalt der sorbischen Kultur, die im Sorbischen Museum sehr anschaulich dargestellt wird. Diese Kultur wurzelt in jahrhundertelanger sorbischer Geschichte. Viele sorbische Persönlichkeiten haben im Verlauf der Geschichte zur Entwicklung des sorbischen Lebens in Deutschland beigetragen und sie werden im Museum zu Recht besonders gewürdigt. Auch im sorbischen Nationalensemble konnte ich bei meinem damaligen Besuch
im Rahmen einer kleinen Führung zahlreiche Menschen treffen, die mit viel Überzeugung und Leidenschaft die für die sorbische Musik, aber auch die Tanztradition mit Leben füllen. Engagierte Sorbinnen und Sorben erlebe ich aber auch in meinen politischen Gesprächen, etwa bei den Sitzungen des im Bundesministerium des Innern und für Heimat angesiedelten beratenden Ausschuss für die Fragen der sorbischen Volksgruppe. An den jährlichen Sitzungen des beratenden Ausschusses nehmen neben der Domowina und der Stiftung für das sorbische Volk Vertreterinnen und Vertreter aus dem Deutschen Bundestag, aus dem Freistaat Sachsen und des Landes Brandenburg, aber auch viele andere Interessierte, zum Beispiel bei der Beauftragten von Kultur und Medien, die mit uns immer wieder auch viel zu tun hat, Persönlichkeiten teil. Die sorbischen Vertreterinnen und Vertreter setzen sich dort selbstbewusst und beharrlich für die sorbischen Interessen ein. Und dass man mit Engagement und Beharrlichkeit einiges erreichen kann, das zeigen Beispiele aus dem politischen Raum jüngster Zeit. Zum einen ist es dank intensiver politischer Lobbyarbeit sorbischer Organisationen gelungen, dass im Investitionsgesetz Kohleregionen aus dem Jahr 2020 eine Klausel aufgenommen wurde, nach der Strukturstärkungsmittel des Bundes auch für Maßnahmen zur Förderung für die sorbische Sprache, Kultur und Tradition zur Verfügung gestellt werden. Das war ein großer Erfolg für das sorbische Leben hier in der Region. Zum anderen erhält der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Ehenamens und des Geburtsnamensrechts ein langjähriges sorbisches Anliegen. Künftig soll es möglich sein, eine geschlechtsangepasste Form des Geburts- und Ehenamens zu bestimmen. Ein großer Erfolg vor allem für sorbische Frauen, die dann ihre Nachnamen nach sorbischer Tradition entsprechend tragen können. Auch hier hat sich das beständige Eintreten der sorbischen Interessensvertreter dazu geführt, dass ihre Interessen im Gesetzentwurf berücksichtigt wurden. Im August wurde dieser Gesetzentwurf im Bundeskabinett beschlossen. Als nächstes wird er im parlamentarischen Verfahren im Deutschen Bundestag beraten und anschließend voraussichtlich in geänderter Form auch im Deutschen Bundestag verabschiedet. Diese beiden Beispiele sind Beleg dafür, dass sich der nachdrückliche Einsatz für die sorbischen Belange lohnt. Dies gilt selbstverständlich nicht nur für politische Aktivitäten, sondern auch für die anderen Lebensbereiche, für Kunst, Kultur und Wissenschaft. All die Erfolge sind auch ein Beleg für das Herzblut der engagierten Sorbinnen und Sorben, das sie für ihre Interessen aufbringen. Von diesem Herzblut und der tiefen Überzeugung, die Interessen des sorbischen Volkes sichtbar zu machen und zu vertreten, bin ich immer wieder bei meinen Terminen und meinen Gesprächen mit Sorbinnen und Sorben jeden Alters sehr beeindruckt. Unabhängig, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, jede einzelne Person, die sich auf dem Gebiet der sorbischen Kultur, Kunst oder Wissenschaft engagiert, trägt ihren Teil zur Bewahrung und Fortentwicklung des sorbischen Lebens in Deutschland bei. Der Czesinski-Preis stellt dabei besonders herausragende Leistungen in den Mittelpunkt. Dabei ist es genau das richtige Zeichen, dass neben dem Hauptpreis auch ein Förderpreis verliehen wird, der insbesondere auch der jungen Generation zugutekommt und ihnen Wertschätzung für ihren Einsatz und ihre Tätigkeit zum Erhalt des sorbischen Lebens entgegenbringt und sie gleichzeitig auch darin motiviert, weiterhin aktiv zu bleiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft der nationalen Minderheiten in Deutschland ganz entscheidend davon abhängt, dass sich die junge Generation mit der Minderheit identifiziert und Räume erhält, um sich einzubringen. Denn nur wenn der Erhalt und die Weitergabe von Sprache und Kultur als generationenübergreifendes Projekt verstanden werden, in dem sich alle wiederfinden, wird das sorbische Volk auch in Zukunft so schlagkräftig und erfolgreich bleiben wie heute. Insofern ist auch der Czesinski-Förderpreis zugleich Auszeichnung und eben Ansporn dafür, den beschrittenen Weg gemeinsam fortzusetzen. Die Verbundenheit vieler Sorbinnen und Sorben mit der eigenen Sprache und der eigenen Kultur ist sehr groß. Dies ist ein Schatz, den es zu pflegen gilt, denn Vielfalt ist eine Chance für unsere Gesellschaft.
Sowohl der Czeschinski-Preis als auch der Czeschinski-Förderpreis tragen einen wichtigen Teil dazu bei, dass eben Engagement weiterhin belohnt wird und Menschen motiviert am Ball bleiben. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam diese Veranstaltung verbringen können und bin sehr gespannt, was die Laudatoren über die einzelnen Preisträger noch in der Tiefe zu uns sprechen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja sam bil kralj nervozen, ali ta etnička Musiker. Ja, mir ist gerade schicken aber diese gute Musik hat mir alles weggenommen. Herzlichen Dank. Schließen Sie bitte einmal Ihre Augen. Schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie sich vor, lächelnde Gesichter. So viele lächelnde Gesichter sind zu sehen, während wir uns im Kreis aufstellen und uns noch etwas schüchtern an den Händen nehmen. Draußen ist es kalt und dunkel, aber in der Ecke des Saals knistert ein Feuer im Kamin und die letzten Gäste schleichen sich herein. Die Musiker stimmen ein altes sorbisches Volkslied an und wir begeben uns in einen Kreistanz. Erst langsam und dann immer schneller und schneller. Wir stampfen lauter, um den mitreißenden Rhythmus der alten Musik hervorzuheben. Als die letzten Töne ausklingen, sind wir außer Atem, aber gespannt auf den restlichen Abend. Sie können die Augen wieder öffnen, wenn Sie wollen. Oder auch noch ein Weilchen träumen von Sapski Duch, dem sorbischen Geist, der in diesem Cottbuser Tanzsaal am Montagabend zu spüren war. Ist Musik vielleicht der Schlüssel? Frage ich mich. Es war ein Abend, wie es ihn in der Niederlausitz so wahrscheinlich nicht geben würde, ohne unseren Laureaten Gregor Klim. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Seine Eltern unterstützten die musikalischen Interessen ihres Sohnes von Beginn an. Schon als Vierjähriger begann er seine Ausbildung am Cottbuser Konservatorium. Nach einem halben Jahr merkte sein Musiklehrer allerdings, dass die Flöte für den Jungen zu einfach war. Noch heute kann er sich gut daran erinnern, wie der Lehrer das Akkordeon aus dem Schrank holte, ihm ein Stück spielte und es war geschehen um den kleinen Gregor. Er entschied sich für das neue Instrument und ließ sich darauf bis zum Studium ausbilden. Von den unzähligen Konzerten, musikalischen Preisen und Auszeichnungen aber möchte ich hier nicht erzählen, denn es ist das Sorbische, welches das Leben von Gregor Klim von anderen Musikern unterscheidet und heute mit dem Cieszynski-Förderpreis geehrt wird. 1997 zog Familie Klim von Cottbus nach Dissen, auf den Tyscheritz-Hof, wo auch die Großmutter Maria Jan lebte. Die sorbische Sprache hatte er dort immer um sich und besuchte ab der 5. Klasse zudem das Niedersorbische Gymnasium, wo er 2009 das Abitur ablegte. Aber nur durch die starke Verbindung zu seinen sorbischen Wurzeln und sicher auch durch seine geliebte Musik fand er den schwierigen Weg in die niedersorbische Sprache. Heute gehört er zu den besten jungen Sprechern unserer Sprache und darüber hinaus zum noch kleinen Kreis der Leute, welche die Sprache auch wieder zu Hause weitergeben. Gemeinsam initiierten wir auch das Projekt Soria, was ohne seinen tiefen Ansporn für die Belebung unserer Sprache und die breite Kenntnis der sorbischen Welt nicht möglich gewesen wäre. Gregor Klim ist verheiratet und hat einen Sohn in der 3. Klasse sowie eine Tochter im Kindergarten. Als Musikredakteur beim Sorbischen Rundfunk bereichert er besonders das kulturelle Leben der Niedersorber. Schon während seiner Zeit auf dem Gymnasium hat er mit weiteren Mitschülern seine erste sorbische Band, die Volksamen, gegründet. Davon beteiligte er sich an verschiedenen Gruppen und Projekten und versuchte sich in unterschiedlichen Musikstilen. Die Gründung der Volksamen war eine enorm wichtige Initialzündung für die sorbische Musikszene in der Niederlausitz. In seinem freiwilligen sozialen Jahr untersuchte Gregor Klim das Schaffen des sorbischen Komponisten Detlef Kobiela, was ihn letztendlich auch zu seinem Studium bewegte.
Er studierte an der Universität Leipzig sowie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Musikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Musikethnologie. Das Studium schloss er mit seiner Arbeit zu sorbischen Volkstänzen und Möglichkeiten ihrer Wiederbelebung ab. Die entscheidende Zeit des Studiums war allerdings das Erasmus-Semester in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Aufgrund mehrerer Hörstürze und Tinnitus musste er sich von seiner geliebten lauten Rockmusik abwenden und war sich seiner musikalischen Zukunft nicht mehr sicher. Als er eines Abends auf der Schusterbrücke in Ljubljana stand, sah er begeistert, wie einige Menschen zu Volksmusik ausgelassen im Kreis tanzten. Dort erlebte er nach langer Zeit wieder das bewegende Gefühl, an der Musik teilhaben zu können und begann Folklore-Tanzkurse und Abende mit dem Akkordeon zu begleiten. Dabei erkannte er auch den Wert der sorbischen Volkstanzkultur und gründete gemeinsam mit weiteren Musikern die Gruppe Srpska Rea. Seit September könnt ihr ihn in seinem neuesten Projekt Tanzhaus Lausitz jede Woche erleben, was ich eingangs beschrieben habe, und einmal im Monat könnt ihr dort auch Srpska Rea live hören. Denn ja, Musik ist der Schlüssel. Und Gregor Klim hilft ihn aufzubewahren, diesen Schlüssel, dieses wertvolle sorbische Kulturerbe, damit die Menschen auch in Zukunft ihre Herzen aufschließen können für das Sorbische. Lieber Gregor, ich gratuliere dir herzlich zu diesem Preis. Ich bedanke mich zutiefst für deine Anstrengungen und wünsche dir alle Kraft der Welt für dein weiteres Schaffen. Herzlichen Dank. Die Stiftung für das sorbische Volk verleiht Gregor Klim den Cieszynski-Förderpreis für sein kreatives und vielseitiges kulturelles Wirken, seine Fähigkeit, alle Generationen für das Niedersorbische zu begeistern, sowie innovative Musikprojekte zu verwirklichen. Schmochtnitz, den 14. Oktober 2023. Einmal von mir als Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sowie von Herrn Kova für den Vorsitz des Stiftungsrates. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihr Engagement. Ich habe gerade gesagt, normal ist es, wenn ich ein Instrument in der Hand habe, dann kann ich mit dem Instrument proben und spielen. Heute aber ist es mal etwas anderes. Sehr geehrte Frau Pavlik, sehr geehrtes Kuratorium des Cieszynski-Preises, Sie müssen mir glauben, nie habe ich mit diesem Preis gerechnet. Ich fühle mich außerordentlich geehrt. Der Preis zeigt mir, dass das, was ich mache, auch angenommen wird. Die Ehre gebührt aber nicht mir allein. Denn ich denke, der Antrieb, der das Rad weiterdrehen lässt, bringt nicht der Mensch allein vor, der sich im Kreis dreht,
Er ist ein jeder Antrieb, ein Produkt verschiedener Fäden verbundener Knotenpunkte von Rhizomnetzen, die unsere Handlungen und Leistungen formen, die erst definieren, was wir sind und wollen. Anders gesagt, willst du einen Kreistanz, brauchst du viele Hände, willst du beim Drehen nicht fallen, brauchst du Halt. Dies möchte ich hervorheben und verzeihen Sie, dass ich nur einige Dinge aufzählen kann. Aufgewachsen bin ich in einem Haus, wo das Sorbische selbstbewusst gelebt wird. Solches Glück haben nicht viele meiner Generation in der Niederlausitz. Ein Dankeschön gilt meinen Eltern, Christina und Marco, für ihren Rat und ihre Unterstützung. Ich schaue zurück auf die Jugendzeit mit der Band Die Folksam. Mitglieder sind heute hier. Wir haben damals gemerkt, dass sorbische Musik ja auch cool sein kann. Ich erinnere mich an die inspirierenden Nachmittage im Haus des Komponisten Detlef Kobela. Seine Frau Maria ist heute hier. Seinem Beispiel folgend habe ich Musikwissenschaft studiert. Ein entscheidendes Jahr verbrachte ich im Sorbischen Institut in einem Zimmer mit Fabian Kaulfürst und Marcin Szczepański. Sie offenbarten mir, wie wenig ich über die Sprache wusste und wie faszinierend ihre Tiefen sind. Sorbisches Selbstbewusstsein habe ich auf einem Punkkonzert der Band Berlinska Droa gefunden, als Paul Geigerzähler gesungen hat: Bin ich Sorbe? Bin ich Deutscher? Denn die Antwort wird einem nicht in die Wiege gelegt. Es ist eine Frage ständigen Entscheidens, wie man in einem sorbischen Umfeld lebt. Vor allem, wenn das noch so fragil ist wie bei uns in der Niederlausitz. Ich erinnere mich an einen Abend vor genau 10 Jahren in Ljubljana, wo mich Mate Novak herausforderte mit der Frage: Wo ist sie nun, die niedersorbische Seele? Das war, als ob mich jemand aufrütteln würde. Die Geburt meines Sohnes Janosch, auch das war ein Weckruf, wo du zurücktrittst und auf einmal verstehst, die Entscheidung, die du triffst, die triffst du nicht für dich allein. Ich bedanke mich bei allen, die mir heute noch Vorbild sind. Mein Cousin Thilo Haase erinnert mich daran, nicht in starren Grenzen des Denkens zu verbleiben und alles, auch sich selbst, zu hinterfragen. Meine ehemalige Kommilitonin Lena Löhr, auch heute hier, erinnert mich daran, auf meine Ohren zu hören. Ihretwegen arbeite ich überhaupt beim Radio. Meine Sicherheit, mein Auftreten habe ich mir im Sorbischen Rundfunk angeeignet, wo ich auch weiterhin von meinen Kolleginnen und Kollegen lerne. Marion, ihr seid ein super Team. Ein Vorbild in anderer Hinsicht ist für mich die Familie Schätz aus Drachhausen, dass nämlich Kultur und Natur miteinander verbunden sind und wir uns um beides kümmern müssen. Ich denke an meinen Freund, den sorbischen Motivator Lucian Kaulfürst, der seine Leidenschaft für das Sorbische beispielhaft vorlebt. Das sehe ich sonst kaum bei jemandem. Dass ich offenkundig derart sichtbar bin, ist auch das Verdienst des Filmemachers Roman Pernak. Esther und Almut Budischin, die ich schon sehr lange kenne, sie zeigen mir, wie man wahrhaftig Musik lieben kann. Meine Band Zerskaria ist heute leider nicht hier. Warum? Sie spielen heute zum Tanz auf. Natürlich. Durch sie habe ich verstanden, Partizipation ist wichtiger als Perfektion. Max Hasatsky, du gibst mir die Gewissheit, dass all diese Anstrengung nicht umsonst sein wird. Und nicht zuletzt, der größte Dank geht an meine Familie in Dissen, in der Lausitz und Berlin, an unsere Kinder Martha und Janosch. Für sie mache ich das alles hier und natürlich meiner Frau Katharina,
für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Sie hat sich immerhin einen Musiker ausgesucht. Herzlichen Dank euch allen.
Sehr geehrte Bundestagabgeordnete Frau Pavlik, sehr geehrte Mitglieder des Kuratoriums, sehr geehrte Gäste, lieber Juri. Mit zartem Atem hebt sich empor ein buntes, frühlingshaftes Kleid und der rege Finger der Natur berührt den Baum, verflucht die Lebendigkeit zum irrtümlichen Tod, eröffnend, dass ein klein gespensterhafter Konturen bröckelt leise. In der sorbischen Bibliografie wird der diesjährige Preisträger des Cieszynski-Preises Juri Wuszczanski erstmals im Jahr 1970 als Autor verzeichnet, und zwar mit 4 Gedichten in der sorbischen Kulturzeitschrift Rozhlas, darunter das gerade zitierte mit dem Titel Herbst. Und obwohl weitere Gedichte folgten, erschien die erste Gedichtsammlung erst anlässlich seines 60. Geburtstages im Jahre 2011 unter dem Titel Pfirsichbröte. Herausgeber war der sorbische Schriftsteller Kito Lorenz, der den jungen Wuszczanski in den Rosenthaler Kreis junger Autoren geworben hatte, deren Mitglieder sich scherzhaft eine Handvoll ambitionierter Autoren von morgen nannte. In der Kompaktheit des Gedichtsbandes Pfirsichbröte enthüllt sich die dichterische Ader des Autors. Die zumeist kurzen, teils in Aphorismen reduzierten Texte ohne Reim oder Strophen besitzen oft eine verdichtete Pointe und widerspiegeln so die spezifische Subtilität des Humors sowie die sprachliche Gewandtheit des Autors. Der Gedichtband erlebte nicht nur eine zweite Auflage, sondern erschien außerdem in tschechischer Übersetzung, ebenfalls in 2 Auflagen. Dichten ist aber nicht das einzige Talent, mit dem der junge Nobelschützer auf sich aufmerksam machte. Im Jahr 1961, mit nur 9 Jahren, wurde er nach Dresden geschickt, um Kapellknabe zu werden. Nach Beendigung der 10. Klasse folgten Jahre der Ausbildung in Bautzen und Dresden. Schließlich arbeitete er ab 1979 als Musikredakteur beim DDR-Fernsehen in Berlin. Seine sorbische Herkunft verschwieg Juri Wuszczanski nie. Nicht in Dresden und auch nicht in Berlin. Wenn man beim Fernsehen mehr über den Inhalt tschechischer oder russischer Literatur erfahren wollte oder einen Dolmetscher für Verhandlungen mit Künstlern aus dem slawischen Ausland brauchte, wandte man sich an ihn, wissend, dass er mit seinen sprachlichen Fähigkeiten weiterhelfen könnte. In seiner Berliner Zeit sammelte er auch erste Erfahrungen beim Schreiben von Szenarien und bei der Musikredaktion von Filmen. Sorbische Volksmusikanten hieß der Film aus dem Jahre 1982, an dem er erstmals aktiv beteiligt war. Weitere Filme folgten. Im Jahr 1991 kehrte Juri Wuszczanski in seine sorbische Heimat zurück. Zurückblickend war dies nicht nur für ihn ein großer Glücksfall, wie er selbst einmal sagte, sondern ebenfalls für uns Sorben.
Als Referent bei der Domowina zunächst für Öffentlichkeitsarbeit, später für kulturelle Angelegenheiten und Ausland, arbeitete er stets und wirkt bis heute im Geist der slawischen Wechselseitigkeit. Er knüpfte und unterhielt Kontakte in die benachbarten slawischen Länder, organisierte Veranstaltungen, unter anderem die sorbischen Kulturtage in Prag und Warschau, sowie Ausflüge für in- und ausländische Politiker. Nach der Überschwemmung an der Moldau im Jahr 2002 setzte er sich dafür ein, dass die Michael-Hornig-Bibliothek unter Sitz der tschechischen Gesellschaft der Freunde der Sorben im wendischen Seminar auf der Prager kleinen Seite verbleiben konnte. Weiterhin redete er zahlreiche Projekte an, die für uns inzwischen selbstverständlich sind. Zum Beispiel führte er die Sammlung bestehender Rechtsvorschriften ein, die bis heute regelmäßig aktualisiert wird. Uszanskis Wirken beschränkte sich aber nie auf die dienstlichen Pflichten bei der Domowina. Manchmal wollte er seine unterschiedlichen Funktionen nicht voneinander trennen. Für sein herausragendes Engagement zum Wohle der Sorben, das die Grenzen seiner beruflichen Tätigkeit weit übertraf, wurde ihm 2016 der Domowina-Preis verliehen. Schon in Berlin engagierte sich Juri Wuszczanski in der dortigen Domowina-Ortsgruppe und war auch ihr Vorsitzender. Später war er Mitglied des Vorstandes der Bautzner Domowina-Ortsgruppe und des Bautzner Regionalverbandes Arnošt Smoler sowie des Bundesvorstandes der Domowina. Zudem fand er in der wiederbelebten sorbischen kulturwissenschaftlichen Vereinigung Matica Srpska seine geistige Heimat. Auf der Hauptversammlung im April 1991 wurde er in ihren Vorstand gewählt und wirkte darin bis zum Jahre 2020. Von 1991 bis 2016 leitete er darüber hinaus die Matica-Sektion Literatur, Kunst und Ausland und wirkte im 2002 gegründeten Denkmalausschuss mit. Nach dem Tod des damaligen Vorsitzenden der Matica Srpska, Dr. Martin Völkel, 2007 wurde Juri Wuszczanski Hauptverantwortlicher für die Pflege der Matica-Beziehungen ins slawische Ausland. Mehrfach beteiligte er sich an mehreren Konferenzen slawischer Matica-Vereinigungen. Regelmäßig referierte er auf internationalen Veranstaltungen, vielfach veranstaltet in sorbisch-polnisch-tschechischer Zusammenarbeit. Auch in der Lausitz unterstützte Juri Wuszczanski die Matica-Arbeit. So organisierte er in den vergangenen 30 Jahren zusammen mit weiteren Partnern zahlreiche Gedenkveranstaltungen, bei denen er bekannte und weniger bekannte Sorben am Ort ihres Wirkens oder ihrer Herkunft erinnert wurden. Unter ihnen waren Jan Skala, Johannes Walter, Johann Traugott Mutschink oder Maria Grolmos. Im Jahr 2016 trat Juri Wuszczanski in die Fußstapfen seines Verwandten Namensvetters, des Onkels seines Ostrog-Großvaters, des Bischofs Georg Wuszczanski, und wurde zum Vorsitzenden der Matica Srpska gewählt. In dieser Zeit setzte er eigene Akzente. Unter anderem setzte er sich gezielt für die Bewahrung des Charakters des Hauses der Sorben als Treffpunkt der Sorben und Sitz sorbischer Vereine ein, damit sich das Haus nicht zu einem reinen Bürohaus entwickelt. Die Rückkehr von Juri Wuszczanski in die Lausitz Anfang der 1990er Jahre erwies sich in einer weiteren Hinsicht als großes Glück. In seiner Bautzner Zeit begann er sich intensiv mit Wirken und Werken von Künstlern zu beschäftigen, die sich sorbischen oder Lausitzer Motiven widmeten. Er begeisterte sich besonders für das vielseitige und umfangreiche Schaffen des tschechischen Malers, Volkskundlers und Musikethnologen Ludwig Kuba. Und diese Begeisterung für den außergewöhnlichen Künstler vertiefte sich im Laufe der Jahre. Als Hauptverantwortlicher organisierte Juri Wuszczanski 2003 im Auftrag der Matica Srpska die internationale Konferenz Ludwig Kuba, Folklorist, Schriftsteller und Maler, wofür
wofür er seine umfangreichen Beziehungen in die gesamte slawische Welt nutzte. Durch akribisches Suchen und Vergleichen von Quellen gelang es ihm außerdem, die Liste mit Kubas Gemälden und Zeichnungen mit Lausitzer Motiven zu ergänzen und bisher unbekannte Gemälde sowie die ersten Tagebücher Kubas Bezeichnungen über seine Wanderung in der Lausitz zu entdecken, sie teilweise selbst einzukaufen oder dem Wendischen Museum in Cottbus und dem Sorbischen Museum in Bautzen zu vermitteln. Juri Wustanski entdeckte aber auch Werke weiterer Künstler, unter anderem des slowenischen Malers Ante Trstenjak, der gebürtigen Engländerin Ann Siebert aus Dresden, der Tschechin Alena Čermáková, des deutschen Malers Dr. Dreh oder des aus Bautzen stammenden, jedoch in Italien lebenden Malers Georg Heine. Weitere könnten aufgezählt werden, bekannte und vergessene, sorbische und nicht-sorbische, lebende und inzwischen Verstorbene. Mit seiner Liebenswürdigkeit, mit der regelmäßigen Kontaktpflege zu Künstlern oder deren Nachkommen, sowie mit seiner Geduld für unzählige Gespräche baute Juri Wustanski zu jedem Menschen eine persönliche Beziehung auf. Auf diese Weise erhielt er zahlreiche Hintergrundinformationen und vervollständigte so manche Künstlerbiografie. Seine Beharrlichkeit, Freundlichkeit und Offenheit waren und sind wohl der entscheidende Schlüssel, der ihm und damit den Sorben viele Türen geöffnet haben. Durch seine Kontakte und die Aneignung neuer Informationen erweiterte er stetig sein Wissen und entwickelte offenbar einen besonderen Instinkt, der ihn dazu bewegt, an Orten nach Raritäten zu suchen, wo andere nicht einmal auf die Idee gekommen wären, zu suchen oder keine Zeit für detaillierte Recherchen haben. Im besten Fall führt dies zur Entdeckung bisher unbekannter Kunstwerke mit Lausitzer Motiven. Verschiedene Fundstücke entpuppten sich sogar als Sensation, zum Beispiel Ludwig Kubas Gemälde des sorbischen Geigers Jan Kuška, das heute in der Galerie des Sorbischen Museums in Bautzen hängt. Zufällig stieß Wustanski im Internet auf einen sorbischen Hochzeitsbitter aus Meißener Porzellan. Er suchte und fand schließlich in Bautzen einen lebendigen Nachkommen jenes Künstlers, Hugo Spieler, der Ende des 19. Jahrhunderts 25 Figuren in deutschen Regionaltrachten entworfen und gestaltet hatte, darunter auch solche in sorbischen Trachten. Als Ergebnis dieser Recherche konnte schließlich eine Sonderausstellung aller Figuren im Bautzener Sorbischen Museum 2010 und 2011 organisiert werden. Seine Erkenntnisse und Funde bewahrt Juri Wustanski nicht für sich, sondern teilt sie mit dem Sorbischen Museum in Bautzen und dem Wendischen Museum Cottbus. Viele Jahre schon ist er ihnen Berater und Impulsgeber. Durch seine Vermittlung oder Anregung konnten beide Museen, wenn ihnen das nötige Geld bewilligt wurde, verschiedene Kostbarkeiten erwerben oder zumindest für verschiedene Ausstellungen ausleihen. In Vorträgen und Beiträgen, veröffentlicht in der Obersorbischen Tageszeitung Sapske Noviny, im Jahreskalender Sapska Protyka, in der Monatsschrift Roslat, in Ausstellungskatalogen, deutschen Zeitungen und anderswo beschreibt er die Umstände der Entstehung von Gemälden mit Lausitzer Motiven und deren Schicksale, aber auch familiäre Kontakte der Künstler, manchmal auch deren sorbischen oder Lausitzer Wurzeln, und lässt damit die Öffentlichkeit regelmäßig an seinen Erkenntnissen teilhaben. Juri Wustanski hat mit seiner Sammlungstätigkeit wesentlich zur Erhaltung von Zeugnissen des sorbischen Kulturerbes beigetragen. Er gehört zu den Sorben, die sich uneigennützig und beständig für die sorbische Kultur im weiten Sinne aktiv einsetzen und ihre Ausrichtung mitprägen. Seine Besonderheit besteht darin, dass er eher im Hintergrund, im Stillen wirkt. Abschließend sei noch erwähnt, dass Juri Wustanski Mitglied mehrerer Fördervereine ist, so der Dresdner Kapellknaben, des Sorbischen Nationalensembles, des Bautzen Sorbischen Museums und der Smollerschen Verlagsbuchhandlung in Bautzen. Lieber Juri,
Heute wird dir der Tschichinski-Preis verliehen für dein vielseitiges Wirken auf dem Gebiet der Kultur und Kunst sowie für deine beständige Kontaktpflege zu den slawischen Nachbarn, stets zum Wohle des sorbischen Volkes. Dazu gratuliere ich dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir für die Zukunft beste Gesundheit und genug Kraft, um weitere persönliche Projekte erfolgreich durchzuführen. Dass du deinen Humor, besonders aber deine Neugier und Beharrlichkeit bewahrst und uns vielleicht noch mit weiteren sorbischen Fundstücken überraschst. Meine Laudatio habe ich mit deinen Worten eingeleitet und will sie auch mit solchen beenden, nämlich mit einem Gedicht, das von deiner Sprachgewandtheit kombiniert mit einem Augenzwinkern zeugt und in dem ein Stück Bekenntnis steckt. Ich bin ein Mensch. Mein Großvater war ein Held, hat er mir gesagt. Er hat 2 deutsche Kriege überstanden. Ich komme aus einer großen Familie, haben andere gesagt, die nicht aus unserer Verwandtschaft sind. Und derer sind wenig. Erdbeeren schmecken, besser aber Erdäpfel. Herzlichen Dank. Das sorbische Volk verleiht Juri Wuschanski den Cieszynski-Preis für sein vielseitiges, wirkungsvolles, kulturelles und künstlerisches Schaffen und die beständige Pflege der Kontakte zu den slawischen Nachbarn zum Wohle des sorbischen Volkes. Schmochnitz, den 14. Oktober 2023, Nathalie Pavlik, Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, und Marco Kova, Vorsitzender des Stiftungsrates. Herzlichen Glückwunsch. Sehr beeindruckend. Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, Frau Nathalie Pavlik, verehrte Abgeordnete des Sächsischen Brandenburgischen Landtags, liebe Mitglieder der Matica Serbskie und liebe Mitglieder des Bautzner Domowiner Regionalverbandes, gern begrüße ich auch meinen Freund Dr. Robert Böhme, den Finanzoberbürgermeister von Bautzen, liebe Verwandte, liebe Familienmitglieder, meine liebe Berliner Familie, herzlich willkommen. Verehrte Anwesende, Offizielle und Befreundete, ich begrüße Sie herzlich. Schön, dass Sie gekommen sind. So stehe ich hier nicht allein mit meiner Freude und meiner Dankbarkeit, denn an dem, worum es hier heute geht, haben Sie Ihren Anteil. Dass ich heute diese hohe Auszeichnung des Cieszynski-Preises entgegennehmen darf, dafür danke ich vielen von Herzen. Ich danke den Vorstandsmitgliedern des Bautzener Regionalverbandes, Jan Anders Zmoller, besonders der Vorsitzenden Lenka Thomas, die mich für den Cieszynski-Preis vorgeschlagen hat,
und dem Kuratorium, das den Vorschlag angenommen hat und bestätigte. Vielen Dank auch der Vorsitzenden der Matica Serbska, Frau Dr. Anja Pohonč, für ihre wohlmeinenden, guten Worte. Sie ist die erste weibliche Vorsitzende der Matica Serbska. Außer ihr gibt es noch bei der tschechischen Matica eine Frau an der Spitze, sonst sind es überall nur Männer. Ihr vielen Dank und alles Gute. Und vieles von dem, was ich getan habe, wäre ohne sie anders geworden. Es sei denn, es wäre überhaupt nicht dazu gekommen. Bei allem, was wir tun, bewegen wir uns ja in irgendeiner Weise auch und nicht nur beiläufig im sorbischen Netz. Sind wir im persönlichen Kontakt miteinander. Ob im Alltag, zu Hause, auf Arbeit oder beim ehrenamtlichen Wirken im In- und Ausland. Dass dem so ist, davon zeugt auch die heutige Veranstaltung. Mich zum Beispiel verbinden die schon erwähnten freundschaftlichen Kontakte mit den Leiterinnen der sorbischen Museen in der Oberniederlausitz, mit Kristina Bogusch und Kristina Klim. Aus Gesprächen mit ihnen erfuhr ich von Künstlern. Eigentlich kann ich mir den Absitz jetzt ersparen. Von Künstlern, die einst in der Lausitz unterwegs waren, die jedoch heute in keiner Verbindung mehr mit uns stehen. Neugierig forschte ich nach ihnen und hatte das Glück, außer deutschen und tschechischen sowie einem slowakischen und einem slowenischen Künstler auch eine Engländerin kennenzulernen. Und es war mir vergönnt, Bildersammlung mit Lausitzer Motiven, die von jenen Künstlern geschaffen wurden, unseren beiden Museen zu vermitteln. Es handelt sich um Nachlässe, Bildersammlung der modernen Malerei, die heute unsere sorbische Kunst bereichern. Meine Jahre in Berlin würde ich als Zeit des Fernsehens und Films bezeichnen, die mich verband mit Kollegen, Journalisten und Musikern. Außerhalb meiner dienstlichen Tätigkeit war ich gut vernetzt und hatte auch Kontakt mit vielen Sorben. Sie stammten aus allen Teilen der Lausitz, arbeiteten in Ost- oder Westberlin oder waren Studenten. Aber es gab nur eine Domowina-Gruppe, eine für alle. Mit Mieter Pernak war ich in herzlicher Freundschaft verbunden. Gern kam ich mit ihm, einem Geschichtslehrer und Übersetzer für russische und französische Literatur, ins Gespräch. Ebenso bereicherte mich jeder Austausch mit dem Filmemacher Alfred Krautz-Dziewinski. Mit Wissen, Daten und Fakten, insbesondere solchen, die in keinem Lexikon zu finden sind. Möglicherweise war er es, der in mir das Interesse weckte, gerade danach immer weiter zu forschen. Er und der Bautzner Dramaturg Gerhard Hendrich haben mich zum Schreiben gebracht, so auch zum Schreiben von Programmen und Drehbüchern über sorbische Geschichte und Kultur im Auftrag des späteren Filmstudios Sorabia. Zu diesem Kreis alter Freunde gehört auch Kito Lorenz, außer Jan Raub. Er hatte, wie wir bereits gehört haben, 1969 den Zirkel junger Autoren gegründet, oder wie wir ihn kurz nannten, Krušk Modr Pero heißt so viel wie Zirkel junger Schreibfedern. Nachdem ich aus Berlin nach Bautzen zurückgekehrt war, vertiefte sich unsere Freundschaft. Aus vielen unserer interessanten Gespräche ging meine Gedichtsammlung Čaurin Briško, die Pfirsichröte, hervor, die auch in Tschechisch erschien. Die genannten, sowie viele weitere Freunde, wie jetzt auch Benno Buda, weilen nicht mehr unter uns. In meinen Gedanken und meinem Herzen sind sie jedoch weiterhin gegenwärtig. Mit der politischen Wende und dem Ende auch des DDR-Fernsehens schien gerade in Berlin alles möglich zu sein.
Eine dieser unverhofften Möglichkeiten bestand darin, arbeitslos zu werden. Und das hat den Großteil der Bevölkerung im Ostteil der Hauptstadt unverhofft getroffen. Ich gehörte zu ihnen. Doch sogar in diesen Tagen des Umsturzes vermochte dich unser sorbisches Netz aufzufangen. Aus Bautzen erhielt ich einen Anruf, ob ich nicht bei der Domomina arbeiten wolle. Ein besonderes Erlebnis, bald nachdem ich meine Arbeit in Bautzen angetreten hatte, bescherte mir die Einladung zu einer Studienreise in die USA. Kurze Zeit vorher besuchte der Botschafter der USA die Sorben. Allem Anschein nach hatte es ihm bei uns gefallen, denn ich erhielt unverhofft eine Einladung. Da mich das Standardprogramm wenig interessierte, bot man mir ein ganz persönliches an. So besuchte ich Indianer im Staat Utah, übernachtete bei den Amish, lernte die Religionsgemeinschaften der Mennoniten und Mormonen kennen und auch die Urenkel der Auswanderer aus der Lausitz, auch aus Tschechien und Polen, in Chicago. Viele dieser Treffen und Erlebnisse haben meine Arbeit zu Hause bereichert und beeinflusst. Diese meine berufliche Zeit in Bautzen würde ich als ereignisreich bezeichnen, reich an Herausforderungen und als eine Zeit mit interessanten Menschen. Ich empfinde diese Jahre in Gemeinschaft mit meinen Kollegen als eine gute, förderliche Zeit. Bis auf den Balkan reicht das Netz meiner Verbindung vor allem dank meiner Mitwirkung im Vorstand der Mačica Srpska, dem ich seit der Neugründung angehöre. In diesem Zusammenhang war das Jahr 2007 ein besonderes. Zum ersten Mal in der Geschichte der Mačicas, der slawischen Muttervereine, veranstaltete die Matica Slovačka einen internationalen Kongress, zu dem alle Mačicas aus 14 Ländern eingeladen wurden. Ich bin froh, mit dem verdienstvollen Vorsitzenden, damals Mircea Völkel, dabei gewesen zu sein. Vor längerer Zeit, vor 85 Jahren, war auch ein tschechischer Künstler, Ethnologe und Schriftsteller, Mitglied der Mačica, sogar unserer sorbischen, Ludvík Kuba. Mit seinem Wirken beschäftige ich mich bis heute. Kuba war Zeitgenosse Jakub Bartschichinskis. Beide waren befreundet. Sichtbarer Beweis dessen ist das Porträt Tschichinskis im Sorbischen Museum Bautzen. Ein wertvolles Gemälde des tschechischen Freundes und Ausdruck tschechischer Freundschaft. Meine Zeit in der Mačica würde ich als Zeit neuer slawischer Wechselseitigkeit bezeichnen und ich bin mir sicher, dass sie fortbesteht. Der Vorstand der Mačica Srpska hat in der Vergangenheit mehrfach die Situation der Dorfmuseen thematisiert. 2018 schlugen wir vor, diese in einem Netz zusammenzuführen, unter Anleitung von Fachleuten. Dorfmuseen stellen Volkskultur und Hochkultur aus und zeugen von der Bildung unseres Volkes. Daher sollte diese große Verantwortung nicht ehrenamtlich Wirkenden und Kommunen überlassen werden. Im nächsten Jahr gedenken wir des 115. Todestages Jakub Bartschichinskis. Eine gute Gelegenheit, sich darum zu kümmern, dass das Museum des Dichters in seinem Heimatdorf nicht länger geschlossen bleibt und der Stille anheimfällt.
Inzwischen wurde entschieden, das Sorbische Wissensforum als neues Domizil des Sorbischen Instituts und des Sorbischen Museums zu bauen. Persönlich wünsche ich mir, dass das Forum seinen Namen zurechttragen möge, dass es ein wirkliches Forum wird, also ein Treffpunkt der Menschen anzieht, Sorben, Deutsche und Gäste aus dem In- und Ausland. Und ich hoffe, dass die Fassade keine Mauer bleibt, sondern dass man bereits von außen sieht, was im Forum Interessantes stattfindet. All meine Beziehungen zu Ihnen, sowie all jenen, die ich hier nicht erwähnen konnten, mögen fortbestehen. Das wünsche ich mir von Herzen. Und mögen andere neue Beziehungen gestalten und Kontakte knüpfen zum Wohle der Sorben und zur Freude eines jeden Einzelnen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit.
Jasmin Vasnitko, tam do Podlansko Ruma przeprosić na przypitka, możemy Nachbarraum einladen. Dort haben wir die Gelegenheit zu gratulieren und uns zu unterhalten und können so den Abend und den etwas späten Nachmittag ausklingen lassen. Ich wünsche Ihnen gute Gespräche und guten Nachhauseweg.